Es sind noch 2 Tage hier, dass wir die traurige Nachricht vom Tod vom Grand Duc Jean erfuhren. Témoignagen, die aus dem Ausland wie auch massiv aus dem Land kommen sind, waren enorm, was Zöl überlangt. An allen der Grand Duc Jean als großer Staatsmann, feinen, an ehrlichen Mensch bezeichnet, der sein ganzes Leben an den Dienst von unserem Land als ein Gebirger gesagt hat. An den, wie unser früherer Staatsminister Jean-Claude Juncker ausgedrückt hat, ein Parcours sans faute gemacht hat. Am Namen von der ADR will ich mich all denen Témoignagen anschließen, an unserem Grand Duc Henri, an der ganzen großen exotischen Familie, uns beilädt, an diese schweren Stunden aussprechen, an ihnen sagen, dass wir den Grand Duc Jean nie werden vergessen. Herr Präsident, die Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, du Chauffeuriertner von mir gesagt, dass also Grand Duc Jean ein Mann war, den groß auf die demokratischen Prinzipien gehalten hat. Und davor sicher verstehst du mich, dass wir das hier in der Chambre als parlamentarisch Arbeiten so weiter feiern, wie das von uns verlangt wird, von allem, weil wir wissen, dass der Budget, den das zur Diskussion steht, den 1. Mai muss in Kraft treten. Das ist ein Budget, den eigentlich auf 98 basiert, wenn wir ja schon am April sind, an den 1. Mai in Kraft tritt. Das ist ein Budget, den auf national und international eine gute Ökonomie kann basieren, die während Jahren schon hier am Land boomt. Vor die sich stellt, hält diese Wachstum und bleibt weiter auf dem Niveau sowohl internationalen wie nationalen Plan. Die Regierung geht davon aus. Der Wirtschaftswachstum, auf den Chiffren etabliert, der geht von einem Wachstum aus von 3 bis 3,5%. Wenn wir auf die Entwicklung gucken, wie sie sonst als neben unserem Land, aber wir gucken zum Beispiel die Eurozone, dann geht es davon aus, dass 2019 die Eurozone 1,6% fließt, 17 1,7, 21 1,8, 22 1,9. Die EU-Kommission geht aus, dass die Eurozone 19 minus fließt, auf 1,3. Und die OECD geht davon aus, dass sie nach minus fließt, 1%. Lützeburg soll aber wissen, 3% 19, 3,8% 20, 3,5% 21 und 3% 22. Wir gehen also davon aus, dass Lützeburg auch das Jahr an die nächsten Jahre praktisch das Doppelt fließt, wie der Wachstum an der Eurozone ist. Kann ich nicht mehr hoffen, dass der Stadtdeck sich nicht geirrt hat, weil die Chiffren von der Regierung, und das normal, die basieren auf den Chiffren, die der Stadtdeck vorlegt. Muss man aber wissen, dass wir Zeit schnuppern, die am Anfang als ein größten Handelspartner sind, letzte Woche, ihre Wachstum wird das Jahr 2019 von 0,9 auf 0,5% raufgesagt. Das ist also eine große Differenz zwischen Tinnen und Eis, wenn wir das wissen. Aber auch da wir, die wir von anderen Institutionen kriegen, sind skeptisch vis-à-vis von dem Wirtschaftswachstum, also sind auch skeptisch vis-à-vis von den Chiffren, die am Budget stehen. Wir wissen, dass das immer ein gewisser Vorwärtstut ist. Wenn wir Chiffren an der Budget ansetzen, aber ich weiß aber, und ich meine, das soll die fairerweise sagen, dass wir an den letzten Jahren an von unseren Verwaltungen an der Regel Chiffren kriegen, die sich ja nur als richtig herausgestellt haben. Die Chiffren, die wir noch kriegen, die sind auch von den Verwaltungen kommen, und kann ich nicht mehr hoffen, dass sie dann auch das Jahr sich als richtig herausstellen. Mit Englisch muss sehen, aber wir wissen, dass dieses Budget und noch vielleicht die nächsten Budget eine Reihe von Risiken beinhalten. Der Brexit wissen wir nicht, wo die geht, mit oder ohne Akkord, auf was Konsequenzen an dem engen oder anderen Fall sind. Konsequenzen für unsere Ökonomie, Konsequenzen für das Budget, was bedeutet das noch, wenn das Vereinigte Königreich nicht mehr an den EU-Budget bezahlt, wegen der Verlust
ausgeglacht. Wir sind der Meinung, dass die Europäische Union sich dann noch mit der neuen Decke noch strecken und dass nicht der Verlust von den EU-Beiträgen von Großbritannien auf die anderen Länder aufgewickelt wird. Mit internationalen Konflikten, internationalen Handelskriegen, Protektionismus, die Entwicklung von den Börsen, auch von den Zinsen, sind alles froh, wo Haut gehen kann, ein klare Antwort drauf gehen. Und dafür mengen wir für sich geboten. Neben der ökonomischen Entwicklung muss ich auch die Entwicklung von den Staatsfinanzen von den letzten Jahren analysieren. Und hier will ich just 2 Steuern rausholen. Bei den Betrieben die Kollektivitätssteuer, und beim Salarien die Lohnsteuer für Salarien und Pensionäre. Wenn ich die Kollektivitätssteuer von den Betrieben holen, dann muss ich wissen, dass das eine Steuer war, die quasi 4, 5, bald 6 Jahre bei 1,5 Milliarden Euro stagniert tun. Am Recht am Jahr 2016 auf 2017 haben wir eine Progression gekriegt von 1 Milliarde 600 Millionen auf quasi 2 Milliarden. Und von 17 auf 18 eine Progression von 2 Milliarden 340 Millionen. Das heißt also 5, 6 Jahre Stagnation bei 1,5 Milliarden. Und dann wären 2 Jahre eine Progression von 740 Millionen oder 47%, wo die Steuerbahn in 2 Jahren geklommen ist. Und wenn wir dann bei der Lohnsteuer hingehen, da haben wir dieselbe Progression auch von 740 Millionen, mit 3 Jahre gebraucht, für die Progression zu kriegen. Und weil dort zum viel mehr höher ist, sind da keine 47%, mit 23% von der Lohnsteuer binnen 3 Jahren notgegangen ist, von 3 Milliarden 200 Millionen auf rund 4 Milliarden am Jahr 2018, was also auch ein Projekt. Die 2 Steuern allein, wo wären 2 Lohnsteuern mit beigereicht werden 3 Jahre, rund 1,5 Milliarden weiter an das Staatsbudget bringt. Das ist ein enormer Zuwachs, den man an der Form nie für die Rundheit zu Lützeburg kann tun, dass 2 Steuern allein so viel Zuwachs an 2, 3 Jahren bringen. Eine klare Analyse, wie es nicht ist, dass die Steuern an so einem Kurzzeit so massiv an die Lut gegangen sind, weil muss ich wissen, dass all die Prognosen, die wir die Jahre für drin abgestellt haben, und Budget in Defizit sind. Aber wenn wir heute aus dem Defizit rauskommen, noch ein Licht rauskommen, nächstes Jahr, dann ist es für allem ob die Augmentation von den dorten 2 Steuern, die Käfer rausgesehen hat, an denen muss, da wo man die Finanzen an den Equilibre gebracht wird. Und wenn man da guckt, muss ich eine Analyse machen, für was denn die Steuern da so eine starke Progression haben, da wäre es sicherlich die gut national und internationale Konjunktur, die da mitgedauert wird. Wir mengen aber, dass das so und so von der Steuerverwaltung so gehen, dass die informatisierte Steuererklärungen in die Betriebe müssen machen, und die dazu gefordert wird, dann Steuererklärungen erstens sehr gemäht gehen, an die Zeit überlangt, und dass sie dann auch direkt, wenn sie rangehen, auch die zum bezahlen, die auf der Deklaration steht, dass das also viel so sind, die viel mehr sehr an Staatskäse gekommen sind, wie an den 4. Jahren. Aber wenn das der Fall ist, dann ist ja klar, dass an der Zeit handeln drin, am Kader von den Dekonten, Männersuchen werden rankommen. Und das ist auch zum Teil so von der Steuerverwaltung erklärt gehen. Und das sogar gesagt gehen, dass verschiedene Steuern am Schluss zum Jahr rankommen sind, für allem, was die Immobilien überlangt, die man nicht alle konnten, am Dezember nach aufgerechnet gehen, mit dat die am Anfang op dit Jahr rübergeholt sie gehen, und war doch vielleicht dann eine Erklärung aus, dass man an den 1. Mai von diesem Jahr auch noch werden Steuern setzen. Denn der Finanzminister hat gestern gesagt, dass die ersten 3 Monate relativ gut ausgefallen werden, sogar eine Progression wie vis-à-vis von den nächsten 3 Monaten vom letzten Jahr, wobei ich muss wissen, dass letztes Jahr die ganz starke Progression am Fonds recht an den letzten 6 Monaten der Fall war. Das sind also da, muss mit Vorsicht zu genießen,
aber man muss gucken am Laufe von diesem Jahr, wie das entwickelt. Sicherlich gehen die Progressionen nicht mehr an dem Sinn weiter. Dürfen auch am Budget eine Lichtdiminution von den Schiffern angesagt gehen, eine Rissen Vorsicht, und das zu hoffen, dass man dann auch zum Schluss des Jahres bei den Schiffern rauskommen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir also gesehen, was für eine Progression wir an den Steuern haben, und dass wir den Exerzice 2018 mit einem Benefiz aufschließen, dann hat sich am Anfang erwartet, dass wir an einer Zeit, wo die Konjunktur so hoch ist, wo die Staatsfinanzen eigentlich am Equilibre sind, dass wir das schon ein Budget präsentiert hätten, den auch am Equilibre wir, mit dem Ziel, dass wann das Jahr dann am Ende ist, weil das Budget ja in der Regel immer besser ausgeht bei den Konten wie an den Prävisionen am Budget war, dass ihn zum Schluss zum Jahr 2019 mehr einen großen Überschuss hat. Mit dem Budget als präsentiert mit einem Defizit von 650 Millionen, was unserer Meinung nach unverantwortlich ist, vis-à-vis von der ökonomischen und finanziellen Situation. Und wenn wir gucken, dass man das vertieft, die europäische Berechnung geholt, was das Budget überlangt, in 2010, da muss man wissen, und das hat der Finanzminister auch bei der Präsentation gesagt, wenn man nach die Nationalkontabilität geholt hätten, wie die Budget für drun alle gute Fall wären, da wird ein Defizit 200 Millionen nicht. Wenn man also Vergleich machen mit dem Budget von den Jahren für drun, da sind es keine 650 mehr, 850 Millionen, mehr aufgrund von dem neuen europäischen Berechnungsmodell sind es dann 650, und in Zukunft geht es ja dann noch in die Richtung führen. Ich will aber fairerweise sagen, dass man der Finanzkommission alle gut gesagt hat, dass man müssen davor wegkommen, für immer mit den zwei Systemen parallel zu führen, wo die eine wird den europäischen, die andere wird Nationalkontabilität führen, und die jenen, die dazu müssen nur leisten, für den also nach mehr kompliziert kommen, wie es schon der Fall war. Es hat also unserer Meinung müsste eine Mission vom Staat sein, bei dieser Konjunktur das Budget am Equilibre zu präsentieren, wie gesagt, wir beim Konten noch dem Ziel zu haben, für einen Überschuss zu realisieren, den wir dann unserer Meinung noch hätten oder müssten, ob den Zukunftsfonds überweisen. An der Vergangenheit ist den Zukunftsfonds auch gespeist gehen, an der Regel mit 50 Millionen Euro, was aber gelingt so, weil die Budget ja am Defizit war, aber was für uns am Anfang ein Paradox war, dass wir einerseits so gelingt tun, für so einen Zukunftsfonds zu setzen, und späterhin, wie das dem Schulden ja was Kapital überlang nicht zurückbezahlt hätten, kann dann eben an 10, 20 Jahren die kommenden Generationen dann die Suen, die man auf Zeit geholt haben, für die Suen, die Schuld, die man gemäht hat. Das war ein solches Paradox. An unserer Meinung nach muss ein Zukunftsfonds gespeist gehen von Überschuss. Ein Zukunftsfonds soll die Schulden zurückbezahlen oder es soll in hingehen, es soll die Reserve lehen. Schulden, wir wissen, wenn die auflaufen, da gehen sie verlängert. Aber wie die Situation, wie sie heute ist, kriegt der Staat ja durch einen unwahrscheinlich favorablen Zinssatz, sodass am Blick darauf gesagt wird, für die Schulden dann einfach zu verlängern, was Kapital überlangt, mit mehr niedrigen Zinsen. Und dafür proposieren wir an einer Motion, Herr Präsident, die ich scheinbar gehen, dass man den Überschuss aus dem Jahr 2018, die 121 Millionen, sollten auf den Zukunftsfonds setzen. Das als Realpolitik, dass ich soll gucken, Suen positiv Aufschluss zu kriegen, an die Suen auf Zeit zu setzen, an dürfen die Motion do. Schulden und sich, Herr Präsident, Schulden und sich die Klammern weiter. Auch das Budget hat einen Antrag vorgesehen von einer Milliarde, den aber nicht muss unbedingt abgeholt gehen. Froh, die wir immer stellen, was geschieht mit den autorisierten Emprunts, die aber nicht abgeholt werden. Die Regierung argumentiert, die dürfen autorisiert bleiben, auch über das Budgetjahr raus. An der Finanzkommission haben wir vom Finanzminister eine Tabelle gekriegt, wo es am Anfang abgefordert wird,
was für ein Emprunt autorisiert zu gehen, was davon gebraucht gehen ist, und was noch nicht gebraucht gehen ist. Am Jahr 2015 ist ein Emprunt autorisiert gehen von 1,5 Milliarden, den ist nicht benutzt, der besteht also nach der Autorisation. 2016 als Remmen autorisiert gehen von 1,5 Milliarden, 1 Milliarde 150 sind abgeholt gehen, 350 Millionen bestehen nach autorisieren. 2017 als 1 Milliarde autorisiert gehen, das 1 Milliarde abgeholt gehen. 2018 als 1 Milliarde autorisiert gehen, und das kein abgeholt gehen. An 2019 lo gedrim 1 Milliarde autorisiert, wo wir auch nicht wissen, ob die abgeholt wird. Über die 5 Jahre hat schon also 6 Milliarden Emprunt autorisiert. Davon sind bis lo 2,8 Milliarden abgeholt. Also bleiben 3,2 Milliarden, die autorisiert sind, die dann theoretisch die Regierung nach Kind abholen. Für was, wenn wir also gucken, dass nur dem Wort von diesem Budget die Regierung nach 3,2 Milliarden. Die Argumentation ist gewesen an der Finanzkommission, dass gesagt gehen ist, weil ein Teil von den Leuten an der Finanzkommission der Meinung sind, dass wenn das Budget aufgeschlossen ist, an den Emprunt wird nicht geholfen, dass er dann verfällt. Die Regierung hat argumentiert, dass den sollte eine Reserve von möglichen Emprunt für Notsituationen am Land tun. Wir als ADR sind damit d'accord, dass wir so eine Reserve machen. Dass wir so eine Reserve von, wenn eine große, kurzfristige Situation könnten, wir können uns erinnern, wir hatten da denke, wie ein Bankrott müsste gerade gehen, dass dann der Staat kind auch kurzfristig auf ein Emprunt zurückgreifen. Wir geben aber Mengen, dass es dann aber besser wäre, wir geben als Chambre ein Spezialgesetz machen, aber wir geben so mal hey, wir autorisieren 2 oder 3 Milliarden, die eben da stehen, für eine Notsituation, von der gebraucht wird, wo noch eventuell kann sich dann Regeln gehen, wie die Chamber mit angebaut wird, das musste da Sitzungen sein, das kann eine Kommissionssitzungen sein, wo dann eben so eine Reserve an einer Notsituation kann gebraucht gehen, mit dann auf der anderen Seite an der Budget just die Emprunt aussetzt, die braucht für das Budget an den Equilibre zu bringen, auch wenn sie dann noch nicht gebraucht gehen, dann sie dann verfallen. Ich meine, dann hat eine klare, transparente Situation, wird autorisiert Emprunt an die Situation, wie wir es haben, das ist unserer Meinung nach keine gesunde Situation. Es geht also für uns aufgrund von der finanziellen Situation auch dürfen keine Ursachen, kein Grund für Steuererhebungen zu machen. Die Regierung gibt ja Steuererhebungen machen, für die Suen rumzukriegen, die sie führende Wahlen als Wahlkado verdient und Kantoren, die kein Mensch gefroht hat, mit die aber das Staatsbudget an Zukunft werde permanent belastet. Am Dach gehen Petrolspreise gehecht 1 Cent beim Benzin, 1 Cent beim Diesel vom 1. Mai. Also das ganz geschieht am Kontext vom Klimawandel. Was der Benzin anbelangt, als 10 die Verbrauch geteilt letztlich am Jahr 2017, als der Benzin von 400 Millionen auf 450 Millionen Liter runtergegangen. Das ist eine Progression an einem Jahr von 12% mehr Verbrauch an Benzin. Den Diesel ist von rund 2 Milliarden auf 2 Milliarden 137 Millionen runtergegangen. Das ist eine Progression von 7,4% an einem Jahr. Es ist also noch nie so viel Benzin und noch nie so viel Petrol als Lützeburg verkauft gehen, wie das 2017, das sind die letzten Chiffren, die wir kriegen, 2017 der Fall war. Den Tanktourismus, Herr Präsident, die bleibt heute in Lützeburg wie noch nie zuvor. Und das, ob schon uns Kollegen an der Regierung waren, und das sind sie an der Opposition waren, dem Tanktourismus, der Krieg umgedeutet haben, immer, dass mit ihrer Partizipation an der Regierung so viel Diesel und so viel Benzin verbraucht wird, wie das noch nie hier im Land der Fall war. Und was bringt die Erhebung dem Staat dann lo und zusätzlichen Resetten? Denn Herr Finanzminister schwätzt von 2,5 Millionen, also quasi eine Kostenneutral-Operation. Wir haben Preise, wir könnten echt weiter an Staatskasse haben.
Andere Verwaltungen besoen, dat dadurch, dass man den 1 Cent Diesel abgehen, wir mehr lo mehr teuer wie Belg. Und dafür giffen 100 Millionen Liter Männer zu Lützeburg getankt gehen. Und dat wir dann ein Verlust von 75 Millionen für das Staatsbudget. Lo wissen wir nicht, ob der Staatsminister, der immer sieht, gibt auf den Verwaltungen, gibt es Stadtdeckern, ob alles lauschen, ob ein nicht auf die Verwaltung gelauscht wird, weil hier schwätzt von einem Plus von 2,5 und Verwaltung schwätzt von einem Minus von 75 Millionen. Wen hat recht? Der Minister oder die Verwaltungen, schon ist verdrückt, Herr Präsident, dass die Vergangenheit gewiesen wird, dass die Verwaltungen ja erst immer so in den letzten Jahren immer ganz nah bei der Realität lachen. Mir fragt also aber auch, weil der heute wird ja am Kader vom Klimawandel gemäht, wie das doch gestern erklärt ist, dass die Transaktion, die wir da machen, die Augmentation von den Akzisen, dass dummer dem Klima aber auch nicht die Bohnen gedient hat, nicht geholfen hat. Es gibt kein einziger Liter dafür Männer getankt. Es gibt vielleicht heute in Lützeburg Männer getankt. Mit der Göttin an der Belg weiter getankt. Die Grünen schenken also den Klimawandel und nationale Grenzen zu bannen. Das ist meine neue Ideologie, die ich noch nicht verstanden habe. Das heißt, Hauptsache aus dem Klima geht nicht gerne mit Hauptsache, dass nicht heute in Lützeburg getankt gehen, dann tanken sie an der Belgien, Frankreich oder in Deutschland. Da geht es dem Klima anscheinend besser. Das müssen sie uns mal erklären, wie das geht. Tatsache ist, dass aufgrund von der geringen ideologischen Politik da, Lützeburger Lo müssen mehr bezahlen für ihren Benzin und für ihren Diesel und das nicht geschieht für das Klima. Aber wenn dann gesagt wird, den geringen Energieminister, den Herr Turmes, den 27. März 2019 in einem Tageblatt-Artikel geschrieben hat, da versteht ihn das. Da versteht ihn das. Denn Herr Turmes hat geschrieben, das war ein ganz interessanter Artikel, und hat den Titel Klimaland Luxemburg. Und er hat zwei klare Aussagen an dem Artikel gemacht. Die erste war, übertätigt von der Gambia 1. Und die zweite, als für hier den Herr Turmes, die Klimapolitik heute zu Lützeburg an Zukunft führt. Dazu 1, der Erbicht von Gambia 1. Seht, und dann Herr Turmes am Tageblatt, laut Statistik sind wir europäischen, also wir Lützeburg, laut Statistik sind wir europäische Schlusslicht, was den Anteil an erneuerbaren Energien betrifft, gab Turmes zu. Und da stellen Sie sich vor, wie so etwas möglich ist, dass die Mehrheit Lützeburg Schlusslicht stehen, wo die geringen 5 Jahre an einer Regierung sind. So hat man nicht auf die Zweitlechtplatz geschafft. Nehmen Sie noch immer die Lecht an Europa. Trotz geringer Partizipation an der Regierung. Und da sieht der Herr Turmes, das ist ein flotter Satz, ich kann aber dabei ganz entspannt bleiben. Ich war bisher kein Regierungsmitglied. Das heißt, es ist ganz klar, das war die Regierung für drin. Es ist ganz klar, dass ein das für Gambia eint, was die dort Politik an es war ein Flatsch an Gesicht rechts und links von seiner Parteikollegin, der Umweltminister Carol Diesbusch, wo er von Herrn Turmes zertifiziert hat, dass sie 5 Jahre nicht gebeten, dass wir schlusslich sind, und dass hier aber so froh ist, dass er nicht an der Regierung dabei war. Dann zum Zwei, wie die Klimapolitik an Zukunft zu Lützeburg soll ausgesehen. Denn Herr Turmes sieht, meine Aufgabe ist es, das Land ultra effizient zu bekommen, so Turmes. Ein Weg dorthin führt über den Geldbeutel der Konsumenten. Geringpolitik, den Geldbeutel der Konsumenten. Diese Regierung muss die Besteuerung hochfahren. Hochfahren, sagte Turmes. Und da geht es ganz interessant. Da seht ihr, um zu verhindern, dass empörte Bürger sich der gelbfesten Bewegung anschließen, schlägt er
kleine Schritte vor. Wenn die Ökosteuer auf Raten eingeführt wird, werden es die Verbraucher nicht bemerken, hofft Turmes. Herr Präsident, für wie dumm hält denn Herr Turmes an die Grünen Lützeburger? Mengen Sie könnten Steuern hochfuhren, ganz löst, etappenweise, nicht drüber schwätzen, keine mehr Personen, Leute merken nicht just noch, an kein Mensch am Land gibt das merken, für wie dumm. Gesagt Ihnen, dass Herr Turmes lang an Europa und der Welt rundherum gegeben hat, dass nicht viel von der Realpolitik halt zu Lützeburg mitgekriegt hat. Was nebenbei gesagt, ja, politisch nicht ganz intelligent war, so ein Aussage zu machen. Das heißt also, wir gesehen, heute kriegen wir den nächsten Schutz ganz leise 1-2 Cent geht's an Lot. An die nächsten Lösschritte, die kommen bei, an die so nicht, die alle Lützeburger, die dabei sind, nur gucken, die merkt nichts davon, weil die Gering hoffen da zumindest, dass der nichts davon merkt, wenn da alles gering geteilt. Und man noch immer gesagt, schaut es nach Medaille, es geht ganz offiziell, das schüsst der DP und der LSAP, die Politik unterstützen. Die Gering machen einen Missbrauch mit dem Klimawechsel und machen die Leute, demonstrieren Aktivismus für die Leute ein schlechtes Gewissen zu machen, auf ihren Suchen aus der Käse zu holen. Klimawandel und Lebensqualität als allzweit Wort, was man bei den Geringen an den Gerät hören. Heute das Spiel mit der Angst gemäht, ein Spiel mit dem schlechten Gewissen gemäht. Aber wie es dann die Wirklichkeit für den Geringen? Kann man gucken mal Google. Für ein rezent Beispiel zu hören. Haben wir schon nicht passieren, wie es was Google bleibt mit dem Energieverbrauch, elektrisch, Wasser bleibt. Man nicht hier, wo wird die Energie hergeholt? Als das die erneuerbare Energie, wo wir die letzte Platz in Europa holen wir da die Energie her für Google zu beliefern. Oder gehen wir vielleicht aber über 7 Umwehr kriegen von Kattenon. Wo holen wir das Wasser hier, was Google gerne hat? Gott gesagt aus der Bar. Wir lehnen aber mal für sich selber eine Seebesleitung gerne matt bis an Google wirkt. Für Moldau, dass du nicht immer für die Hände zu waschen. Wir alle fest, dass die Bächen Haut schon bald kein Wasser mehr haben. Und dann sie immer bald gut kein Wasser mehr haben. Und für das dann der Betrieb funktioniert, man da gibt Seebeswasser geholt für Google zu werden. Aber wenn dann die Opposition, in diesem Fall war CSV, hat eine Aktualität, will über Google freuen, da wird von der Regierung alles gemäht, für das die Aktualitätsstunde nicht zustande soll kommen. Wird mit allen Argumenten argumentiert, für kein so eine Aktualitätsstunde zu machen, weil das Reglement aber klar sieht, wird sie müsste kommen, die Aktualitätsstunde. Man sagt direkt, wenn na dort aber so können, dann muss man das Reglement ändern. Das ist schrecklich, Herr Präsident, wenn ich selbst gesehen, wir haben ein Reglement, das dem Parlament Recht hat. Aber wenn die Opposition von den Rechten will profitieren, dann muss man das Reglement ändern. Geht dann alle nach Versicht der Opposition eine Maulkurve abzusetzen. Eine Regierung, die angetragen ist, Fenster groß abzurappen, Transparenz auf Land zu bringen. Aber die Opposition muss den Mund halten. Darf keine Debatte machen, aber wenn eine Debatte kommt, dann muss das Reglement gerne gehen. Wo sie mal hinkommen an dem Land. Ein anderes Beispiel, neben der Google als Joghurtfabrik. Wir wissen, dass, wenn die kennt zwischen Peterburg und Dietling, dass da so viel Wasser verbraucht wird, wie ein Gemeinde Dietling selber verbraucht. Dann sind also, wo holen wir das Wasser her? Und dann hören wir, dass am Umweltminister schon geplant gibt, Tüten zu machen, für aus der Mosel Trinkwasser zu machen. Und dass das bejaht ging von der Minister an der Kommission. Stimmt das? Ja, stimmt. Das heißt, die Grünen sind dafür, dass Google an die Joghurtfabrik Trinkwasser kriegen, vom Seebes und aus den Quellen, und Leute kriegen nur Muselwasser zu trinken. Das ist Politik, das hier an der Realität gemäht wird. Weil ich glaube nicht, dass sie Seebeswasser auf Musel schicken, und Muselwasser auf Dietlinger und Joghurtfabrik schicken. Das heißt, das ist Politik, wenn ihr so viele Futter kriegt, Leute nur Wasser aus der Musel zu trinken, an die Joghurtfabrik, an Google, die kriegen die Leute drüber, mit das leider die Realität. Sind da der Gambia hier Maßnahmen am Kampf gegen den Klimawandel?
Als das die zukünftige Lebensqualität, die von der DP an der SAP mitgedroht. Als das die Lebensqualität, wenn Leute mehr am Stau stehen. Als das die neue Lebensqualität, wenn die Eltern ihr Kleinkinder morgens mussten um 5, 6 Uhr aus dem Bett holen, an Auto sich an die Stau stellen, für an den Krieg zu kommen, dann an die Stau stellen, für auf Derbig zu kommen, an Novus dasselbe zurück. Maar de kan morgens an Novus am Stau. Als dat die neue Lebensqualität. Als dat die neue Lebensqualität nicht, wenn die Eltern wollen daheim bleiben, für ihre Kinder zu erzählen oder für ihnen zu helfen, die kriegen von dieser Regierung kein Cent Unterstützung. Als dat die neue Lebensqualität, die von dieser Regierung hier am Land angestrebt wird. Die Wachstumsdebatte. Aber was möchte die Regierung für die Entwicklung entgegenzuwirken? Maar goed nicht, sie möchten sogar just de contraire, als jetzt weiter op strammen an nicht zu kontrollierten Wursteln. Die Regierung baut exklusiv op mehr Wursteln an dummer op kurzfristig mehres hätten, aber mittel- und langfristig mehr Probleme, manne Lebensqualität. Ob Kästen, als das eine Politik, ob Kästen von den kommenden Generationen, die man mit der Politik für unlösbare Probleme stellen. Schulden kommen weiter, trotzdem Heichwurstungen. Klimawechsel geschützt Aktivismus viel gespielt, aber an der Realität geschieht nichts. Wenn man wirklich etwas Klimawechsel an der Lebensqualität bewegen, muss man als froh über die Wurstung stellen. Da geht es kein Weh der Land. Wenn die Regierung weiter auf Rekordwurstum stellt, soll sie abhalten, über Maßnahmen zu schwätzen, die am Kader vom Klimawandel missgeholt gehen, genauso wie das mit der Lebensqualität herrscht. Das Budget, den auf Rekordwurstum setzt, Konsequenzen von dem Wurstum, die Entwicklung von der Einwohnerzahl, letztes Jahr 13.000 bis 15.000 neue Einwohner im Land. Das Logement, der Stadtrekord nicht mehr spät wie gestern neue Chiffre bekannt geben. Bei einem Wurstum von 3% muss Lützeburg 221.000 zusätzliche Wohnungen bis 2060 bauen. Das sind 7.000 Wohnungen pro Jahr müssen gebaut gehen bei einem Wurstum von 3%. Wenn der Wurstum mehr geht bis auf 4,5%, mussten sogar 7.500 Wohnungen pro Jahr sind, die gebaut werden. Das Land geht so betoniert, wenn man mit dem Wurstum an wen Dacken, also man hätte mehr Lebensqualität wie es Haut aus, dem muss der Leute das erklären. Das sitzen die Leute als Siloen. Und geht immer mir echt, aber wie die gering am Staat der Chef mit Responsabilität, du hast die Bande Gaspreis entwickelt. Geht mal da gucken, dat Fundingen do an der Bettonsklotze, wo Leute just vis-à-vis bei einem Bettonshaus gucken, das gering Politik, das als Lebensqualität, wie die gering sich so vorstellen, das nicht die Lebensqualität, die wir wollen. Aber mit diesem Wurstum, den Heilbetriebe geht er not ganz Land an die dote Situation gesagt. Und dann Preisentwicklung beim Logement. Laut Eurostat, als an der Eurozone eine Entwicklung durch ganz Eurozone guckt, von 4,2%. Hat zuletzt letztes Jahr 9,3% Augmentation von den Logementspreisen. An der letzten Legislaturperiode, 5 Jahre, Gambia, sind Preise global zu Summen am Logement 40% an Luca. 40%. An der Schweizer Mitgift die Leute gut gehen. Haut sind 40 bis 50.000 Lützburger, die an die Grenzregion wohnen müssen gehen, wenn sich halt zu Lützeburg keine Wohnung mehr können leisten. Gambia hat gestern Madame Lochsche gesagt, Gambia gibt das Problem Logement endlich ein Ende setzen. Nee, ein Ende, ich habe mir aufgeschrieben, wie das gesagt hat. Ich habe mir direkt aufgeschrieben, das ist ein formidabler Satz, den musste auf den Blick verankert. Den habe ich direkt aufgeschrieben, könnt ihr nur am Schaumbesblättchen nur lesen. Logement endlich ein Ende setzen. Ich habe gedacht, auf was treiben sie nutzen? Auf was treiben sie nutzen? Wenn sie meint, wenn wir 7.500 Wohnungen haben, mit dem Rhythmus, wie wir noch haben, gibt die Gambia dem Logementsproblem ein Ende setzen. Madame Loche, ich bin 100%,
Man mir machen man es geht de Wurst, wenn man uns mal der Front da so nach wir können sogar de Band so schon direkt mat opgeschrieben. Noch 5 Jahre, wenn man die Chiffren alle gucken, für den Preisrand not gehen, was besser sind, da kann ich just sagen, dass nur den ersten 5 Jahren Wohnungspolitik von dieser Regierung Situation so katastrophal als wie noch nie. Aber wenn den Damm mengt, an den nächsten 5 Jahren geben die Problem lesen, da kann in eurem und der Gläschen leben. Da kommen wir bei der Mobilität. Wenn wir so, wir haben am Jahr 7.000, 8.000 Frontalier weiter, die hier schaffen kommen. Wir haben 13.000 bis 15.000 Leute weiter, die das Land finden kommen. Wir haben also über 20.000 Leute, die sich pro Tag hier am Land bewegen. Und für die ganze Menge mehr Giffen, das Wohnungsproblem, das Mobilitätsproblem an den Griff kriegen. Sie wird über öffentlichen Transport, sie wird über Autos oder Gott weiß wie, da kriegen wir nie an den Griff. Da laufen wir immer Hand dran, weil die Dokumentation von der Zahl von den Leuten, die sich hier im Land bewegen, viel mehr sehr geht, wie wir überhaupt können Projekte realisieren, wobei wir ja schon einen enormen Retard abzuholen haben. Wir müssen Rekordschiffren an Infrastrukturen investieren für die Wohnungsentwicklung, für die Entwicklung hier im Land überhaupt können entgegenzuwirken. Es geht immer gesagt, es gibt zu Rekord investiert gehen. Es geht vis-à-vis vom BIP nicht mehr investiert für die Jahre für drun. Wir müssen ein Maximum investieren, weil sonst gibt es Chaos nach mehr total hier am Land gehen. Wir müssen also nicht investieren für die, die nach kommen, aber man muss schon so viel investieren für die Probleme, die wir im Blick schon haben. Und dafür kommen wir nie nur mit dem Wurst für die Probleme do gelehrt. Und trotzdem Rekordwurstum, wie gesagt, haben wir schon gesagt, haben wir Schulden, die wir auf die kommenden Generationen weiterholen. Gestern war ich zwar froh, wie wir dann noch hier nun über Trente schwätzen. Das war ein positiver Moment, weil man dann noch hier auch gesagt hat, dass wir die Diskussion umgehen, auch wenn wir heute gut durchstehen, auch wenn wir heute viele Reserven haben, und dann über 15, 20 Jahre mit Reserve kommen, und da geht es drauf, und dann werden wir das nicht mehr da. Und dann den dat ist ganz objektiv umgehen, und jeder kann darüber diskutieren, ein Approach, bei mir als ADR, für die Wahlen immer gesagt, und wir waren der längst, HSV hat das doch gesagt. An alle von der Majorität, hat es sonst nicht stehen, wenn CSV, und da der will den Pensionen kürzen, dann sind Pensionsalter will drauf setzen, das ist systematisch, sobald wie ein von uns oder von der CSV gesagt, du musst als Gedanken, die wird langfristig Aufsicherung von der Pensionen zu machen, als direkt um den Geschoss geht. Und nur die Wahlen, soll den do ganz fein ragen und soll den keinen mehr Vorwurf machen. Und, also ich kann mich wohl erinnern, dass führende Wahlen von dieser Regierungspartei permanent, sobald wie ein über Trente will schwätzen, direkt gesagt gemacht, die wollen Partei Pensionen kürzen und Pensionsalter. Das wollte nie von uns, also sicher nicht von der CSV. Wir wollten just darüber diskutieren, dass man es gedacht, das, was die gestern proposiert und wir führende Wahlen proposiert, das ist den einzigen Unterschied, der an das, was die gestern gesagt haben, und so dürfen nicht in den das machen verdonnern, wie genau das aus führende Wahlen von den Regierungsparteien geschieht. Da schwätzen wir über den Schulmarsch. Der Schulmarsch aus die letzten Ziffern, die wir für Predigt gekriegt haben, 386 Unitäten zurückgegangen auf ein Jahr. Das ist eine positive Entwicklung. Und das ist auch schon ein Jahr für durchgegangen. Wir werden die aber in Relation stellen mit den geschaffenen Arbeitsplätzen. Also am Zeitraum vom 1. März 2018 auf 1. März 2019 als der Schulmarsch 286 Unitäten zurückgegangen. Wir an demselben Zeitraum sind 15.670 neue Arbeitsplätze geschaffen. 15.670 neue Arbeitsplätze an der Schulmarsch als knapp 300 Leute zurückgegangen. Da muss ich ja auch vorstellen, wie ist es möglich, dass wir so viele Arbeitsplätze schaffen
und dass man auf der anderen Seite nicht Eisleit auf den Arbeitsmarkt hierarchie. Und dann ist das, was mein Freund Werner Carter sagt, wenn wir eine Schulpolitik machen, wie wir es an den letzten 5 Jahren gemacht haben, wo dann von Nivellement Verbin als Richtlinie von der Schulpolitik, da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn no Aufgänge von den Schulen den zweiten Preis kriegen vis-à-vis von den Frontalien. Das heißt auch, dass dort 16.000 Arbeitsplätze zusätzlich an dem 300 Leute Chômage trägt, als eine Konsequenz von der Schulpolitik von dieser Regierung. Ein anderes Thema, was nicht allzu viel angeschwärzt ging, ist, das ist aber Armut zu Lützeburg. Wir bretzen uns permanent hier im Land, noch wenn wir im Ausland sind, wie gut dass es uns geht, wie reich dass wir wären, was für ein gutes Sozialsystem das wir haben. Und wir vergessen aber immer zu sagen, dass trotz dem Reichtum, den wir hier im Land schaffen, immer mehr Leute an der Armutsgrenze fallen. Die Chambre des Salariés hat an ihrem Panorama Sozial, den sie noch kürzlich veröffentlicht, gesagt, dass der Prozentsatz von den Leuten, die in der Armutsgrenze sind, dass den Nacht permanent steigt. Und das war doch für den Fall war, auch nach immer der länger Zeit Mammen die größten betroffen von der Armut wären. Und wird dann aber etwas Neues, das gehen wir drauf, und sie sieht, dass, wird festgehalten, dass ein Festarbeitsplatz haut nicht mehr ein Garant als Schutz als für eine Armut. Für 12,2% von den Leuten, die eine Vollzeitbeschäftigung haben, giffen haut als Lützeburg auch in der Armutsgrenze fallen. A Lützeburg für an der Statistik auch leider die Last an Europa. Traurig für ihr Land wie Lützeburg. Wir wussten nach Wurzeln an immer mehr Leute fallen in der Armutsgrenze, aber wie ich sagen darf, muss noch immer mehr Leute an die Grenzregion wohnen kommen. Herr Präsident, wenn Gambia wirklich meint, wenn wir weiter so wussten, dass es normal dürfen, wenn man normale Leute dürfen, besser gehen, mehr Lebensqualität kriegen, dass das mir nur haltig für, dass der Klimawandel dürfen besser geht, so mir ganz klar, nee, das ist nicht der Fall. Die Politik, die Gambia schon 5 Jahre möchte, stellt die kommenden Generationen für ein unlösbare Probleme. Dieses Budget, als wir auch die letzten Budget dürfen, ist so nicht klar, ein Verbrechen und die kommenden Generationen, und darunter wollen wir uns nicht beteiligen, aber stimmen dafür gegen dieses Budget.